Ich sind schon seit 3 Wochen, wo ich alle Woche auf Bresel fahre. Und für mich ist das ja ein bisschen aufregend, weil alles neu ist. Am Slowenisch recht nicht mehr am Gruppe von den Sozialisten und Demokraten, SED, wie das am europäischen Jargon heißt. Und das ist schon impressionant, weil da sind 171 Membern, die sich dann durchfallen. Aber wie dass ich eine Delegation sind als enger Person, sind ich zu gleicher Zeit auch Delegationschef. Das möchte man dann mir einfach, weil ich dann an alle Reunionen gerufen gehen und du also mir einfach für mich dann rumzufahren. Es sind aber nicht der einzige ein Mann oder eine Frau Delegation hat Slowenien, Testen, Letten, Irländer, hun auch nehmen eng immer Member an also Fraktion mir schon ein Resultat gemerkt, dass die kleinen Delegationen sich treffen für sich zu échangieren, weil ihr nicht kann an alle Gruppe an alle Kommission sehen, für das man dann die Chance schon am Gruppe wäret an die ich mein, traditionell wann du geht, da gibt man länger Analyse gemerkt von den Wahlen an ich meine, bei den Sozialisten und Demokraten war eine kleine Enttäuschung, weil man nicht die erste Partei gesehen hat. Das war ja das Ziel von Martin Schulz. Auf der anderen Seite sind wir die zweitgrößte Gruppe am Europaparlament und das heißt, dass eigentlich nur in der nächsten Zeit kein Land den SED-Gruppe kennt. Und dafür wäre dann die erste Diskussion, als dann, wie positionieren wir uns, wie das wir werden hier an die Wahlkampagne gegangen, haben wir gesagt, wir hätten gerne Martin Schulz als Präsident von der Kommission. Das war ganz klar, Martin Schulz war den ersten, der gesagt hat, die Partei, die stärkste ist am Europaparlament, die soll auch den Präsident von der Kommission stellen, sodass das ganz klar ist, dass man, wie all die anderen Fraktionen am Parlament gesagt haben, hätte gerne Jean-Claude Juncker, dass die soll ein Mandat kriegen vom Conseil, von der Regierungschefin, für das wir können an Diskussionen antreten. Und die zweitwichtigste Phase ist dann lodet, das ist, wo man dann diskutiert, was sind dann Schwerpunkte vom Programm, weil es geht ja darum, für die nächsten 5 Jahre auch einen Plan zu haben, was sind Schwerpunkte an Europa, an der Politik von Europa. An mir sind ja an den Wahlkampf gegangen, für zu sagen, ich hätte gerne eine andere Politik an Europa. Und das ist da wichtig zu verhandeln, wie kriegen wir so viel wie möglich von unseren Prioritäten in das Programm umgesetzt. Das war dann noch sehr viel weiter Martin Schulz gesagt, hat, hey, ich gerne unsere Verhandler gehen. Und dafür hat er demissioniert als Präsident vom Europaparlament. Und im ersten Moment, für eine transitorische Zeit, als Präsident vom Gruppe SED am Europaparlament für eine wesentlich starke Position zu haben, für so viel von unseren Prioritäten an das Programm von den nächsten 5 Jahren zu kriegen. Das ist ja erstens ganz sozial, den Dumping sozial, dass wir die gebremst kriegen. Für etwas, was uns viel Herz liegt, dass das Senderrichtlinien, also in welchen Konditionen von einem Land an den anderen kurzfristig arbeiten können, dass deren auf die Medien geholt wird. Dann natürlich die ganze Problematik von den Mindestlöhnen. Ein zweites wichtiges Thema ist die Relance. Wie bringen wir fertig, die Industrie an Europa zu relancieren? Wie können wir investieren an Recherche, an Innovation, an neue Technologien? Dafür müssen Finanzmittel zur Verfügung gestellt gehen. Und dann ein Sujet, den von vielen Delegationen auch als Priorität gesagt wird, das ist die libre Zirkulation. Wir treten an für ein Open Europa, wir für eine Migrationspolitik, wo auch eine Solidarität zwischen den Südländern besteht und den Nordländern, weil die muss ja alle mit den Flüchtlingen abholen. Die anderen müssen sich auch daran beteiligen. Wir brauchen eine kohärente Migrationspolitik und auch den Kampf gegen die Schlepper, die Suen darunter verdienen, für die Leute an Europa heranzuschleppen in schrecklichen Konditionen. Der Rassismus ist ein anderes Sujet, den uns ganz groß im Herz liegt. Und das ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit den Parteien am Europaparlament, die stärker sind, wie zum Beispiel der Front National in Frankreich, dass wir klar sagen, wir wollen nicht mit denen zusammen arbeiten. Wir müssen aber natürlich eine Politik haben, die Leute auch mithält, für eben zu verhindern, dass die Parteien immer mehr stärker gehen an Europa. Das sind die großen Sujets, über die diskutiert wird. Und nächste Woche gehen die Diskussionen weiter. Dann ist die Fraktion am Gang, sich aufzustellen. Das ist ganz schwer. Ich meine, das ist eine ganz schwere Prozedur. Es gehen
171 Deputéierte hiet net recht an eng Kommission zu goen als Effektivmember an an eng als Suppléant. An natürlich gibt es Kommissionen, die sind mehr gefreut wie die anderen. Da sind dann zu viel diese Schmelle, wie zum Beispiel an der Ökonomie oder an die Sozialkommission, an die von der Libertäten. Und da muss man gucken, nächste Woche wird dann tranchiert, wen eine Kommission darf gehen. Ich muss aber sagen, das hat mich agreeabel überrascht, dass einfach eine Kameradschaft zwischen den großen Delegationen an den Mini-Delegationen. Ich habe gefragt, ob als Einzigen dann da geboten gehen. Das ist aber nicht der Fall. Ich muss sagen, das geht ganz fair zu. Und das macht mich eigentlich optimistisch für die Zeit, die noch kommt.